Servus und herzlich willkommen bei meinem Kanal auf Dominikus Sniper. Wir spielen heute mal wieder den LS19 im Singleplayer auf unserer NF Marsh Map. Wir haben ja letzte Folge hier den Cosplay-Helfer seine Aufgabe zugeteilt, was er hier düngen muss. Wir werden auf jeden Fall, wenn der Tank hoffentlich noch so weit hält, dass wir Feld 58 hier auf der zweiten Hälfte von der Map auch noch mit düngen müssen, weil also das Feld hier, wenn wir Steuerung G drücken, das ist einmal hier der neue Mod. Hier können wir Produktionenübersicht, dann haben wir hier noch ein dynamisches Lager, wo wir das hier platziert haben. Hier haben wir dann einmal unseren Felderkauf, welche Felder wir kaufen können und welche pachten, also pachten, kaufen, verpachten und Pacht auflösen können wir hier. Dann haben wir hier einmal den Feldrechner. Also wenn wir jetzt das Feld 58 hier runter scrollen, dann sehen wir hier, das hat 19,2 Hektar bei Kalk 62.002 Liter und bei einem Düngerwert von 4.126. Und zwar, wir haben 9.000 haben wir insgesamt geladen, jetzt haben wir aber bloß Feld 4 haben wir auch schon, oder düngen wir gerade. Wir haben jetzt die 9.000 Liter minus die 4, also Feld 4. Feld 4 hat 4.100, das sind 9.000 minus 4.162, haben wir einen Wert von 4.838. Jetzt kontrollieren wir das mit Feld 58 und wir kriegen sogar noch also das Feld 58 kriegen wir sogar raus. Aus unseren 4.838, jetzt rechne ich das mal kurz, 692, also ich habe die Zahl abgezogen, was jetzt dann uns noch im Düngerstreuer drin bleiben würde, und das werden wir uns dann behalten, also die 8, also 600, 700 waren es insgesamt, also genau umgerechnet, dass wir jetzt nochmal kurz schauen können, aber soweit weiß ich, dass es nicht mehr funktioniert. Bei Feld 15 haben wir ja auch noch zu düngen. Ja, genau, da wird nichts mehr rausgehen. Deswegen werden wir den dann kurz auftanken, auf Feld 15 rüberfahren und dann werden wir das auch fertig düngen. Jetzt kehrt ihr hier gerade um, fährt wieder nach vorne zurück. Und wir haben hier jetzt, den habe ich gestoppt, als ich kurz weg musste. Den lassen wir weiterfahren, der hat noch seinen aktuellen Kurs drinnen. Genau den lassen wir komplett voll machen, weil wir wollen ja das komplette Feld einmal komplett abernten. Und dann werden wir mal gucken, was wir jetzt noch machen. Weil ich bin gerade nämlich am Überlegen, was wir denn noch machen könnten, bis wir hier fertig sind. Wir könnten zum Beispiel Feld 42 ernten, bloß die Geräte leihen wir uns aus. Haben wir einen Gewinn, wenn wir das kurz einmal rechnen. Also ich muss mit dem Handyrechner machen, weil meine Aufnahmetasten auf dem Numpad sind. Und wenn ich auf dem Numpad eintippe, dann stürzt mir meine Aufnahme ab. Minus die 6.788 kriegen wir trotzdem noch 36.000 raus. Das werden wir machen. Wir werden uns da die Geräte ausleihen von ihr. Und die stehen hier schon bereit. Nice. Feld 42. Wo ist das?
Das ist da oben das kleine. Okay. Kurz noch mitnehmen den hier. Wir werden das aber nicht alleine machen, denn wir haben ja hier jetzt noch einen Mod mit drauf. Diesen Mod werde ich euch jetzt zeigen. Der steht hier oben rechts, der Follow Me. Den werden wir hernehmen für unseren, für diesen LKW, weil wenn wir den LKW hier hernehmen, dann soll der doch gleich bitte mitfahren. Und zwar, wir schalten das Ganze mit Steuerung F ein, also Steuerung rechts F. Dann kriegen wir hier eine Anzeige hier vorne. Der Abstand von Fahrer zu dem Fahrer, und den können wir natürlich mit Steuerung F, können wir den verringern oder vergrößern. Jetzt haben wir einen Abstand von 40 Metern, das sollte reichen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in den New Holland rein, setzen uns hier und er fährt uns klassisch hinterher. Wir machen aber die Rundumleuchten an, weil ich bin ja ein überlängliches Fahrzeug und wir brauchen ja Geleitschutz. Wir werden jetzt zu Feld 9, Feld 9 sage ich schon, Feld bin ich jetzt blind? Feld 42 war das doch, ja. Feld 42. Ach ja, genau, zu Feld 42 werden wir jetzt den hier hochschaffen. Der Follow Me Mod ist eigentlich ein ganz geiler Mod, weil, wenn ihr jetzt den hier seht, der folgt mir jetzt. Wenn ich abbremse, dann bremst er rasant ab. Wir müssten den so gesagterweise auf, genau, auf eine Geschwindigkeit von 40 km/h runterschrauben, dass er uns überhaupt hinterherkommt. Also, dass er uns jetzt halt nicht so gesehenerweise wie jetzt gerade eben in uns reingedonnert ist, weil wir können ja bloß 40 km/h Spitze fahren und der fährt ja irgendwas mit 89 km/h Spitze, der LKW. Jetzt war das genau mein Problem, dass ich dem jetzt halt ein bisschen einen verkehrten Weg angegeben habe, weil der fährt mir ja nämlich hinterher, der wo jetzt halt da drin hockt. Das ist halt einmal ein bisschen, ja. So, jetzt müssen wir bloß hier vorne aufpassen, weil ich muss ja auf Feld 42. Also fähren wir jetzt halt rechts und dann gleich wieder links. So, und jetzt schauen wir ihm hier mal zu. Wo bleibt er denn? Lass mich raten, der ist irgendwo wieder festgebackt. Ja. In der Zwischenzeit könnten wir den mit dem Bullock mal kurz abtanken. Weil das Problem ist nämlich, wenn der blockiert wird, also von irgendwas der Hänger, der Bullock, dann kann es manchmal ganz gut sein, dass der rausfliegt aus dem System und dann auf einmal will er nicht mehr. Das habt ihr ja bestimmt jetzt ja gerade eben mitgekriegt, dass der jetzt ja gerade nicht mehr wollte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt ihr. Ihr könnt die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde die jedes Mal lesen, aber ich kann sie halt dann jedes Mal bloß in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahmesession anschauen oder darauf eingehen, weil ich nehme die ganzen Sachen im vorproduzierten Zustand auf. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr jetzt wenn ich noch nicht auf eure Kommentare eingehen kann, weil, wie ihr wisst, ich bin im vorproduzierten Zustand. Ich nehme 4 Folgen am Tag auf oder 3 Folgen am Tag. Und also ich nehme jetzt 4 Folgen Sniper Elite auf, habe ich schon. Und dann kann ich auf eure Kommentare nicht eingehen, also kann ich sie erst in der nächsten Folge machen. Ihr könnt ihr Sachen auch nicht vorproduzieren, also genau spätestens an dem Tag bringen,
an dem ich sie aufgenommen habe. Da habe ich aber eher ein Problem fürs Aufnehmen, eine Aufnahmezeit zu finden oder einen Aufnahmepunkt zu finden. Ne? Deswegen produziere ich die lieber vor. Ihr stellt mir eure Fragen in die Kommentare und ich werde sie beantworten oder theoretischerweise dann auch in der nächsten Folge bzw. Aufnahmensession zu beantworten. So, ihn fahren wir jetzt halt wieder hinter unseren Drescher, weil wir ja natürlich wieder vorgefahren sind und er ist wieder festgesteckt, der liebe Herr Kollege oder die liebe Dame. Weil es halt derzeitig ein wenig drunter und drüber geht. Selber bei mir und auch wegen am Aufnehmen ist es nicht ganz so pralle. Deswegen ist es ein bisschen schwer derzeitig. Nebenbei trinke ich noch ein bisschen was, weil meine Stimme extrem ähm, zumacht. Deswegen immer mal ein bisschen was nachtrinken. Wir können natürlich auch, wenn er sagt, mir ist es zu weit da hinten, also zu weiter Versatz, dann können wir den auch mit Steuerung W, den Versatz ändern, Steuerung Umschalt W, dann kann ich ihm sagen, du sollst bitte 30 Meter weiter zu mir hinfahren. Dann fährt der mir natürlich jetzt auch hinten rein, ist klar. Aber das macht nichts. Ich werde jetzt hier... Ja, hätten wir auch gleich hier runterfahren können. Ja, ist wurscht. Feld 4 ist jetzt fertig. Wir fahren jetzt hier mal kurz runter. Ah, hat er sich gut gefangen, Kollege. Oder auch eine Kollegin, die wo jetzt da dort drin hängt. Hockt. Dieses Feld werden wir nicht mit Curseplay machen, weil der schaut so schön aus. Das braucht man eigentlich gar nicht mit Curseplay machen. Außer Vorgewände brauchen wir da. Schaut nicht so aus, weil da keine Straße ist. Nee, brauchen wir nicht. Dafür werde ich es aber... Auf der anderen Seite kann er umdrehen. Ja, brauche ich eigentlich gar keine Straße machen. Keine Straße, sage ich schon. Keine Vorgewände. Deswegen werde ich hier jetzt mal kurz drehen. Natürlich kurzzeitig mal ein bisschen auf dem Feld. Und zwar hier einmal drehen. Dann sage ich ihm hier bitte mit Umschalt H, also Umschalt wie Helfer, dass er warten soll, aber hinter mir bitte. So, jetzt wartet er. Ich kann hier jetzt getrost ausschalten. Wir können aber auch aufhalten, hinten Hilfe aufhalten. Ja, genau, da können wir ihnen auch sagen, ich möchte dich nicht mehr, ich entlass dich jetzt. Das können wir alles dann mit dem Umschalt Umschalt F machen, also mit dem Helfer Programm. Und wir starten den Kollegen jetzt hier mal. Genau, und wir sehen jetzt hier, hat den Trigger erreicht. Das ist unser John Deere. Und den werden wir jetzt dann auch gleich wieder starten. Und zwar auf Feld 48. Hier ist er fertig, das ist gut. Dann entlasse ich dich einmal und Feld 4 raus. Und wir fahren dich jetzt zum nächsten. Ui, da war ja. Und ich merke gerade was. Wir haben zu wenig
zu wenig zu wenig Dünger fällt für 48, 58. Ja. Aber wir haben das hier abgeschlossen. Deswegen fahren wir mal kurz zum Händler zurück. Da haben wir nämlich unseren Tank zum Aufladen, also unseren Überladewagen, den wo wir letztens in der ersten Folge gekauft hatten, für dieses Feld hier. Den Dünger werden wir dann komplett wieder auffüllen, werden zu Feld 48 rüberfahren oder auch zu Feld 15, weil das näher liegt. Und dann werden wir Feld 15 düngen und wenn dann trotzdem was übrig ist, dann Feld 48, was habe ich mit 48? Mit Feld 58 und den werden wir dann ganz normal düngen lassen, also ohne Crossplay. Oder? Ne, wir machen alles mit Crossplay. Alle Feldarbeiten machen wir mit Crossplay. Außer die Drescharbeiten, die wohl jetzt nicht zwingend Crossplay intensiv sind. Also heute fahre ich wie ein besoffener Vogel. Und ja. Fix. Also heute bin ich müde. Es ist nicht mehr normal. Was? Weizen ist schon wieder voll. Ach so, das ist der kleine, okay. Wir haben ja bloß unseren Anfangsdrescher, deswegen dauert es einige Zeit. Wir hätten uns, glaube ich, doch zum Anfang die Anhänger schieben natürlich, weil die voll sind wie nochmal was. Deswegen werden wir dann ein wenig geschoben, aber das macht nichts. Wir haben ja einen guten Traktor, der wo das hoffentlich abbremsen kann. Wir werden aber auf jeden Fall dann gleich hier auf den zweiten Anhänger umswitchen. Genau, jetzt. Und den werden wir jetzt halt auch noch voll machen. Und dann, wenn das Feld hoffentlich abgeerntet ist, haben wir noch Zeit, werden wir den dann zum Abladen schicken. Einmal hier hinstellen, am Motor aus, ihn hier Scheibengleister. Ich muss den mal kurz ausmachen, weil ich nämlich was vergessen habe. Ich muss den Strohablade muss ich ausmachen, weil die will ja das Stroh nicht haben. Und deswegen schalte ich das lieber aus und dann kriegt es ja ein bisschen Dünger. Den Motor anmachen und dann werden wir hier mal den Platz räumen. Wir werden uns dann hier auf den Streifen stellen, mit dem der Schwart jetzt gemacht worden ist. Motor aus, ja. Hier werden wir jetzt auf Feld 15 platzieren, werden den dann dort anschmeißen und werden das natürlich hier dann auch alles bis ins kleinste Detail dann langsam mal aufbauen. Und ja,
Wenn ihr irgendwas wissen wollt, scheißegal was, schreibt's in die Infobox oder schreibt's in die Kommentare. Ich kann auch gerne nochmal ein Tutorial dazu machen mit Curseplay, funktioniert. Ich kann euch auch, das war falsch, da muss ich rein, Kursgenerierung. Ich kann euch aber auch, also wie gesagt, ich kann euch ein Let's Play machen, ich kann euch das machen, ich kann euch jenes machen. Nur ich habe halt keine Ahnung, wie Autodrive funktioniert oder auch Autodrive mit Curseplay. Deswegen muss ich mich da entschuldigen dafür. Ihr kennt das Prozedere. Ich werde hier auf Feld Nordwesten anfangen. Ich werde automatisch machen. Vorgegebene Bahnen werde ich bloß eine machen und muss dafür Feld 15 anwählen. Kursgenerierung dauert jetzt wieder. Hier aktuellen Startpunkt, naheliegenden Startpunkt, ersten Startpunkt und gib ihm. Hier werde ich jetzt dann noch Feld 15, 24 Meter und ab die Post. Natürlich auch wieder die 24 Meter in den Dünger-Tab rein, dass es ja nicht vergessen wird. Und ja, ich würde dann auch sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir werden hoffentlich in der nächsten Folge den hier fertig haben, mit dem ersten Mal nach Hause fahren. Super. Dann werden wir noch nicht nach Hause fahren, wir werden den einen jetzt erst einmal abtanken. Und da seht ihr schon, das Geile an dem LKW, der hat noch eine Knicklenkung, also dass er hinten noch noch einen Lenkradius mehr hat. Zwar, ich stelle mich jetzt hier unter das Rohr. Einmal komplett abtanken, bitte. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch nicht so lange mit Curseplay. Ihr könnt aber mal, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das beim 15er anschauen. Da habe ich es nämlich schon mal gemacht gehabt. Es hat sich halt jetzt ein paar Sachen geändert. Ist klar verständlich. Aber wie gesagt, die meisten Funktionen passieren eigentlich noch wie im 15er oder auch im 17er, wo ich es auch schon mal gemacht habe. Wie gesagt halt, ihr könnt das schauen, wie ihr das wollt. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare und damit sehr herzlich willkommen. Damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und damit würde ich mich verabschieden. Servus und ciao.